Wege des Sylter Tourismus. Die Wei van die Söring Tourismus. Action! Willkommen zu unserer neuen Sendung. Heute machen wir eine Zeitreise und erkunden die Wege des Sylter Tourismus. Dann los! Tri, Tau, Yen. Guten Tag, wir befinden uns jetzt im Jahr, welches Jahr war nochmal? 1855. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1855 und interviewen eine Sylterin. Good day. Good day. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, wenn Sie möchten. Was ist denn so in letzter Zeit Neues auf der Insel passiert? Oh, wir haben seit neuestem Urlauber hierher kommen, weil ein Seebad eröffnet wurde. Und warum kommen die her? Naja, Westerland wurde zum Bade- und Kurort ernannt. Ah, verstehe. Und was halten Sie persönlich davon? Na, ich meine, solange Sie Geld hier lassen, sollen Sie kommen, nicht wahr? Das ist korrekt. Und glauben Sie, dass sich das noch weiterentwickelt? Also ich glaube schon, dass Urlauber noch weiter kommen werden, weil ich meine, Sylt ist auch eine schöne Insel zum Erholen, die frische Luft tut jedem gut. Klar, da haben Sie recht. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Dann teleportieren wir uns jetzt mal weiter. Tri, Tau, Yen. Wir sind jetzt im Jahr 1860 und interviewen eine Urlauberin. Guten Tag. Hallo. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, klar. Wie sind Sie denn auf die Insel gekommen? Mit der Fähre, die es seit neuestem gibt. Ah, und von wo fährt die? Sie fährt von der Heuerschleuse nach Munkmarsch. Dazu habe ich einen sehr spannenden Fun Fact. Das damalige Sylt gehörte zu Dänemark. Wie lange hat die Fahrt ungefähr gedauert? Etwa 1,5 bis 2 Stunden. Verstehe. Vielen, vielen Dank und tschüss. Auf Wiedersehen. Dann teleportieren wir uns jetzt mal weiter. Tri, Tau, Yen. Wir sind jetzt im Jahr 1916 und interviewen einen Gasthausbesitzer. Guten Tag. Guten Tag. Könnten Sie mir ein paar Fragen beantworten? Klar. Wie läuft denn im Moment das Geschäft? Leider gar nicht gut. Wegen dem Weltkrieg wurde die Insel für Besucher komplett geschlossen. Oh nein! Und warum genau? Also hier ist ein großer Militärstützpunkt, also sind Gäste verboten. Das tut mir aber leid und ich hoffe, dass es bald besser wird und sage Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Dann würde ich sagen, teleportieren wir uns jetzt mal weg. Tri, Tau, Yen. Wir sind jetzt im Jahr 1927 am brandneuen Bahnhof in Westerland. Guten Tag. Hallo? Können Sie uns vielleicht ein paar Fragen beantworten? Ja, natürlich. Sehr gut. Ich wollte nämlich zum Bahnhof einmal fragen, warum wurde er überhaupt gebaut? Drüben auf dem Festland wurde ein Damm errichtet und seitdem kommen jedes Jahr neue Besucher mit der Eisenbahn nach Sylt. Ah, verstehe. Sehr spannend. Und gibt es noch andere große Veränderungen, die in den letzten Jahren passiert sind? Ich weiß, dass vor 2 Jahren in Tinnum ein Flughafen eröffnet wurde und seitdem kommen jedes Jahr immer mehr Leute mit dem Flugzeug. Ah, alles klar. Dazu habe ich ein Fun Fact. Der Tinnumer Flughafen ist heutzutage der drittgrößte Deutschlands. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und tschüss. Auf Wiedersehen. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Tri, Tau, Yen. Wir sind jetzt im Jahr 1930 und interviewen nochmal den Gasthausbesitzer. Guten Tag. Kenne ich Sie nicht schon? Ja, wir kennen uns schon. Wie läuft das Geschäft denn diesmal? Naja, nicht sehr gut, aber es ist besser. Dieses Mal dürfen wenigstens ein paar Besucher kommen. Aber erst dieser eine Weltkrieg und dann auch noch der zweite. Ich weiß nicht, was das alles bewirken soll. Ja, ich hoffe, dass falls wir uns nochmal sehen, dass ich dann keinen Weltkrieg mitbringe und sage mal Tschüss. Ja, auf Wiedersehen. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, teleportieren wir uns jetzt mal weiter. Tri, Tau, Yen. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1950 und interviewen mal eine Sylterin. Guten Tag. Moin. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, gerne. Was ist denn Ihr Beruf?
Ich arbeite hier in einem Spielcasino, das letztes Jahr aufgemacht hat und das Geschäft läuft sehr gut. Ah, verstehe. Also hat sich der Tourismus gut erholt nach dem Zweiten Weltkrieg? Auf jeden Fall, es kommen mehr Touristen denn je, es ist verrückt, es sind Massen, die hier ankommen. Ah, das ist sehr spannend, da der Massentourismus 1950 angefangen hat und sich bis heute hinzieht. Vielen, vielen Dank und tschüss. Ja, gerne. Tschüss, schönen Tag noch. Dann gehen wir jetzt in die nächste Zeit. Tri, Tau, Yen. Da sind wir im 2019 und jetzt fragen wir eine Sylterin. Guten Tag. Hallo. Ich wollte Sie einmal fragen, was sind denn Ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Sylter Tourismus? Also die Insel ist sehr voll, weil die meisten Touristen mit Auto, Fahrrad und E-Bikes kommen. Und teilweise gibt es auch ganz viele Staus, wenn die Autozüge nicht fahren. Das stimmt natürlich. Hat die Sache auch irgendwas Positives? Ja klar, weil viele Sylter leben ja auch vom Tourismus und die arbeiten ja auch in der Gastronomie und haben ja auch Ferienwohnungen. Vielen, vielen Dank. Dann will ich sagen, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und tschüss. Dann würde ich sagen, geht's jetzt weiter. Euch beide kenne ich doch. Aber das kann doch nicht sein. Jetzt holen mich schon die Geister meiner Vergangenheit ein. Das ist doch die von 1950. Die Angestellte im Casino, ne? Ja. Boah. Dann geht's jetzt weiter ins Jahr 2021. Tre, Tau, Yen. Da sind wir wieder. Wir haben sehr viel über die Wege des Sylter Tourismus gelernt. Cut. Oh, sehr gut gemacht. Liebe Zuschauer, sollen wir es versuchen, von 1 bis 3 aufzählen zu zählen? Vielleicht landen wir in der Zukunft. Hoffentlich nicht in einem Paralleluniversum. Wir werden sehen. Und los. Yen, Tau, Tri. Moin. Hi, wie geht's? Hä? Ah, so hat man früher gesprochen. In welchem Jahr sind wir? 2050. Leute, wir sind in die Zukunft gereist. Was ist aus dem Tourismus geworden? Wie kommen die Touristen auf die Insel? Und warum habt ihr alle so komische Perücken? Wir bleiben mal ganz easy cheesy. Hier gelten komplett andere Regeln als früher. Es dürfen nur noch eine begrenzte Zahl an Touris auf die Insel und nur noch Sylter dürfen mit dem E-Auto fahren. Schwab. Das wird gesagt, wenn sich Leute einig sind. Ah, verstehe. Oder die Touristen fahren in E-Bussen, können sich aber auch ein E-Taxi taken oder halt mit dem Fahrrad cruisen. Schwupp, oder wie das nochmal heißt. Die meisten Touristen kommen auch mit dem Heißluftballon auf die Insel. Tatsächlich? Yep. Und seit etwa 2 Jahrzehnten dürfen keine neuen Häuser mehr auf der Insel gebaut werden. Oh, verstehe. Wir müssen jetzt leider los. Ja, bleibt chillig, wir müssen Bye. Dann würde ich sagen, geht's jetzt weiter. Nein, halt warte. Ich muss schauen, ob es die Kekse mit weißer Schokolade noch gibt.
nehmen, oder? Gleich beginnen die Dreharbeiten. Gemeindehaus und dann geht es jetzt da lang. Bis zum Film. Requisitenprobleme. Ja. Geht der hier so? Ja. Gefunden. Was machen Sie hier? Ach, Sie drehen einen Film? Das ist ja interessant. Mhm. Das wurde bei uns gerade aufgemacht. Ich habe sogar nach dem Link gefragt. Der Auto, Straße, die ist tot. Fähre, die Föhri. Fahrrad, der Rad. Bus, der Bus. Zug, die Tor. Flugzeug, die Fliege. Wie heißt du? Hürdeling bist du. Sagen wir mal, wie läuft. Und bitte. 9. Und bitte. Wir sind jetzt im Jahr 1960 und interviewen einen Sylter. Entschuldigung, was ist er nochmal? Gasthausbesitzer nochmal. Entschuldigung, Gasthausbesitzer. Touristen können aber auch mit dem E-Bus fahren, sich ein E-Taxi taken oder ein